Tja, Freunde, wir sind zurück hier bei Dragon Ball Sparking Zero. Oh, yes. Und ja, ihr seht, ich bin hier beim Kampftraining. Ich bin immer noch irgendwie versuche, mit dem verdammten Ding hinzukriegen. Mit diesem Superkonter. Und ich habe plötzlich mal eine Phase, wo ich 3-4 Mal hintereinander gekonnt habe. Irgendwie ist es wieder nicht mehr, also gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich mich zu fest darauf konzentriere, dann läuft es einfach nicht. Also, nein, jetzt dahin zurück. Ist ganz, ganz schräg. Ich glaube, ja, da müssen wir wirklich weniger dran irgendwie überlegen, mehr intuitiv, also mehr Ultra Instinkt anwenden. Das hier, Name ist Programm. Kann es mir anders erklären. Aber ja, meine letzte Folge lief es von dem her sehr, sehr gut, muss man zugeben. Heute wird es wieder nicht so gut laufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was soll's. Wir haben letztes Mal genau ein paar Was wäre wenn Dinger gemacht und ich will hier ein bisschen ansetzen, wie auch schon zum Schluss der letzten Folge erwähnt, und zwar... Warte mal, ich mach's anders. Nein, nicht Schwierigkeit ändern, nein, schon wert, okay, danke schön. Das wollte ich, nein, ich will zur Namek sagen, Moment. Namek, wir müssen noch Namek. Und zwar geht's hier darum, bin ich jetzt hier richtig, Bata und Ginyu, genau. Angriff nach Namek. Wir müssen den Kampf nochmal ganz kurz machen, denn ich habe hier ja einen Fehler gemacht quasi. Also was heißt Fehler gemacht? Ich habe Cheese besiegt, dadurch kam Bata nicht zum Zuge, Bata ging zu Ginyu und so und wir wissen, eigentlich lief es anders ab. Also eigentlich sollte es ja so sein, dass wir uns zwar mit Cheese messen, denn aber sagt, genau. Wenn die sagen, ja, kann nicht und so, der ist zu stark und dann kommt Bata zum Einsatz, den machen wir platt und Cheese tut es ab. Das muss man hier auch speziell triggern. Und zwar indem wir seinen Crusher Ball abwehren, so wie es eigentlich im Ding auch gemacht wurde. Im Original. Nee, Rico, daraus wird nix. So, Cheese Crushable abwehren, wie macht man das? Im Prinzip relativ einfach. Abwehren funktioniert mit der Wahrnehmungstaste tatsächlich. Aber das Ganze hat einen Haken. Erstmal zurechtklopfen. So, wir brauchen Key. Erstmal das ist ganz wichtig, dann machen wir Fähigkeiten. Und dann steht bei uns bei 1. Ja, Crusher Ball macht das. Die muss auf 2 hoch. Das sind wir immer gleich. Bei ihm ist es schon auf 2 und jetzt auch. So geht das. Und jetzt kommt Bata, jetzt können wir normal kämpfen. Also einfach die Wahrnehmungstasten, ne? So wie normalerweise im Nahkampf. Ne? Hier jetzt auf der PS5 wäre es einfach die Kreistaste. Und ihr seht da auch, die zieht halt Ki ab. Ne? Also wir brauchen eine bestimmte Menge an Ki, das braucht es auch. Plus eben Fähigkeiten, dann klappt das. So, Bata platt machen, dann können wir eigentlich nachher uns auf den Weg zur Bu-Saga machen. Ich meine, im Prinzip fehlt uns noch die Was wäre wenn Raditz-Saga, also quasi wenn ich mich für Krillin entschieden hätte und dann gegen Raditz antrete. Aber ganz ehrlich, bevor ich das hinkriege, gibt es vorher schwarzen Schnee. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie rassistisch bin oder so, ganz sicher nicht. Einfach nur, um zu zeigen, wie unrealistisch das Ganze ist. Oh oh, ich hab's übertrieben. Dann sage ich es rot. Oh, jetzt kann ich nichts machen. Jetzt aber noch. Ich weiß nicht genau, wie das getriggert wird. Wow. Naja, passt. So.
Ein bisschen länger gedauert tatsächlich, aber geht. Führe Temposchläge aus, 10 Mal. Yes. Yes, we can. So kennen wir das, Leute. Bata ist erledigt. Ein Gegner flieht, doch Son Goku konnte die Ergebnisse seines Trainings klar unter Beweis stellen. Ah, sehr schön. Ja, jetzt trifft auf Cheese. Um Ginyu aufzuhalten. Muss ich nochmal gegen Ginyu? Cheese, ich weiß gar nicht mehr. Ja, das ist gewohnte Bild, ne? なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ。たったの5000で妙でしょ。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の6万？やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士のこいつは、このギニュー様の真の力を見せるとき。よし、こっちも行くぞ。Gute Frage, nächste Frage. Wie lange braucht Ginyu Platz zu machen? Oh. Das war knapp. 隊長、俺も加勢します。くそ、ベジータがいなくなっちまって、こっちが不利。誰が手を貸せと言ったか、ジース。今度余計な真似をしたら命をなくすのは自分だと思え。Bisschen länger. Immer schön sich selber verletzen, ne? Aber wahrscheinlich gebrochen, genau. Das muss natürlich auch sein. Ja, greif mal zu. Leute, er greift zu. Goku bringt ihn in Sicherheit, er greift zu. Und so kommt es zum Körpertausch. So, springen wir mal, wir kennen das Ganze ja. So, hier killt der Cheese, das kennen wir insofern auch. Dann kommt es dazu, das kennen wir eigentlich auch und können somit ja eigentlich hier verlassen. So müssen wir das eigentlich auch die reguläre Route haben, ne? Ja, Cheese und Ginyu, perfekt. Gut, Freunde, damit hätten wir das also endlich auch gemacht. War jetzt eine Episodenkarte. Wir haben sonst hier ja auch das gemacht. Das ist auch so eine Was wäre wenn. Also sogar Sparking-Episoden nennt sich das. Weil es seltsam ist. Es gibt so Was wäre wenn und nur einzelne von den Sparking-Episoden. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber egal. Dann haben wir auch gemacht. Dann geht es hier weiter mit der Majin Buu Arc, ne? Aber mit Son Goku sind wir schon mal gespannt, weil, naja, hier haben halt die anderen noch ihre Auftritte. Was erwartet uns hier als Son Goku? Dank Son Goku und Son Gohan, Vater und Sohn, herrscht endlich wieder Frieden auf Erden. Son Goku hört, dass Son Gohan am Weltturnier teilnimmt und kehrt mit Hilfe von Wahrsagerin Baba oder Uranai Babas Kraft einen Tag lang zurück, um ebenfalls dabei zu sein. Wie damals ja auch im Original Dragon Ball mit Son Gokus Großvater, dem alten Son Gohan. Als er jedoch auf einen anderen Wettkämpfer, einen Kaioshin, trifft, erfährt, dass er der schreckliche Majin Buu-Kurs oder Wiederbelebung steht. Oh nein. Um Buus Wiederaufstehung zu verhindern, zieht er Son Goku vom Turnier zurück. Stattdessen folgt der Zauberer Babidi und vernichtet seine Schergen. Mit Dabra, den Dämonenkönig, ne? Ach ja, Dämonenkönig, ne? Daima und so. Doch Babidi nutzt Vegetas Verlangen, Son Goku zu besiegen, um ihn einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Nicht cool, Alter. Babidi setzt seine Kräfte ein, um Son Goku und die anderen zur Turnierarena zu schicken. ここは武道会場。
Oh oh. Aber Ehrensohn Goku, wir haben es doch gerade geübt im Kampf gegen Cheese. Ohne Zuschauer um Serum zu beachten, feuert Vegeta eine Ki-Explosion ab. Son Goku versucht es mit ganzer Kraft aufzuhalten, aber ja, er wäre schon dreifachen Super Saiyan und so, aber nee, lass lieber ein paar Leute sterben. Vegeta! Da ist noch ein normaler Super Saiyajin, da ist der falsche. Vegeta! おめえはオラに本気出させるためにわざとバビディの実にかかり自制心をなくし違うかこうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことでたったそれだけのことでこんなバカなことを。 Unbedeutenden Stolz. Der Kaioshin hat wohl Todeswünsche. バカなこと、バカなことだと。この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。 Erzähl einem Saiyajin nicht, dass sein Stolz unbedeutend ist. Das geht in die Hose. こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。 Hä? Ja eben, ihr seid beide Saiyajin. Also kann man da eine gewinnen, mal der andere ist doch ganz 圧 normal. 倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。 Oh, die alte Leier schon wieder. こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ周りに誰もいねえ場所に帰ろうほら望み通り場所を変えてやるよパッパラパVegeta und Son Goku werden an einen anderen Ort gebracht. Vegeta steht jedoch weiterhin unter Babidis Kontrolle. Wie sich allerdings herausstellt, ermöglicht Vegetas Besessenheit von einem Sieg über Son Goku, Babidis Gedankenkontrolle abzuschütteln. それほどまでオラと決着をつけたかったんかベジータ Na dann, der Kampf zweifachen Super Saiyajins, jetzt geht's ab. 行くぞ。殺してやるカカロット。 Kann ich eigentlich zum Dreifachen werden? Haben wir schon gefragt. Kann ich nicht morphen, ne? Vielleicht hat jemand was gelesen, dass man Vegeta auch als dreifachen Super Saiyajin hier herausfordern kann. Und so wieder eine Was wäre wenn Ding auslöst. ベジータ様だ。 とんでもねえ気に変化したぞやっぱただもんじゃなかったんだ魔人ブッチュ知ったことか。俺たちの勝負は関係ない。嘘だおめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ Das war eben gerade super Konter, aber ich sage ja, manchmal klappt er, manchmal nicht. Ich weiß wie und wann ich ihn einsetzen muss, theoretisch, aber Theorie und Praxis, da ist so zweierlei hier.だ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。Vegeta! Das war's schon? Oder kam aufgewärmt? Hab ich ihn gekillt? Nee. Oh Mann! Ich komme gar nicht richtig in Fahrt, hey. Ich bin immer vorab gebrochen. Ich sag bloß, wie geht das schon genug? Kann man ein bisschen nicht vorstellen.
Son Goku will Vegeta Majin Buu besiegen und Vegeta überrumpelt ihn und verschwindet mit der magischen Bohne. Dann riskiert er sein Leben, um Buu selbst zu besiegen. さらばだブルマトランクスそしてカカロット Nachdem Vegeta den finalen Hieb landet, wird Majin Buu sofort wieder belebt und zerstört die Welt mit Babidi, wie er es ohnehin vorhatte. Son Goku kommt wieder zu sich. Da er Son Gohans Chi nicht spüren kann, denkt er, dass er tot ist. Jetzt muss er einen Plan aushecken, um Majin Buu zu besiegen. Er beschließt, seinem Sohn Son Goten und Vegetas Sohn Trunks die Fusionstechnik beizubringen, die es zu einem wilden und mächtigen Kämpfer vereint. Denn berichtet wurde, dass Buu die westliche Hauptstadt zerstören will, wird entschieden, dass Trunks den Drachenradar rettet, den Dragonradar. Um Zeit zu gewinnen, unterbricht Son Goku Majin Buu und zeigt Mon seine weiter erwachte Form. War schon einmal. Immer noch nicht. Kannst du selber machen, hä? Oh, das ist ein geskripteter Kampf. Was soll er jetzt gegen die machen? 余計なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。Muschi Muschi? Aua! Aua! Ernsthaft? Hallo? Wo ist denn der weiter erwachte Form? Ich sehe noch nichts. Ah, du gehst mir jetzt schon auf die Nerven. Ah, jetzt macht das plötzlich. Also zweifache Super Saiyan Son Goku. So eine nette Form. Gar keine Frage. Sag mal, der Typ geht mir auf die Nerven, ey. Boah, Junge. Gib mir doch die Nüsse hier. Schon besser. Super Saiyan 3. Hinzu kommt ein Extreme Power Up. Ryukan! Ja. Lecker, Dämon Buu. Er lebt noch? Achso, geskriptet, ja, ist ja klar. Das war kein guter Kampf von mir aus, aber ein schöner Kampf. Okay. Da Son Goku während des Kampfes ausgewöhnlich viel Ki verbraucht hat, kann er nur noch kurz auf der Erde bleiben. Aber wir sollten nicht verstanden, ganz ehrlich.
Er setzt alles daran, Son Goten und Trunks bis zur letzten Sekunde zu trainieren. Aber leider ist für ihn die Zeit gekommen, zum Versteck zurückzukehren. Versteck? Ins Jenseits? 悟空もうそろそろ時間じゃあの世に帰るぞ Ja, so sieht sie aus, als ob sie leid tun würde. Soか。うん、わかった。なんだ、ごて。わかったおめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべなんだ。だったら早くやよかったんよ。Oh. ごて、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。Ist gut und grüß Akira Toriyama von uns. Son Goku, der ins Jenseits zurückgekehrt ist, setzt Teleportation ein, um Son Gohan wiederzusehen. Also er spürt, dass dieser im Land der Kaioshins trainiert. Aus Versehen bricht Son Gohan das Siegel vom alten Kaioshin von vor 50 Generationen und sein schlimmes Potenzial wird freigesetzt. Die Geburt von Ultimate Gohan. Und auch Mystic Gohan, wenn er im Fankreis genannt wird. ゴテンクスだ Ja, Gotenks, was kann der schon? Er geht einen Superkrieger. Daraufhin eilt der versteckte Son Gohan zur Erde, um Bu zu besiegen. Son Goku verabschiedet ihn und zieht aus dem Land der Kaioshins weiter zu. Leider hat Son Gohan Probleme gegen Bu, der stärker wurde, nachdem er Gotenks und Piccolo absorbiert hat. Mit der Lebenskraft des alten Kaioshin kehrt Son Goku zurück. Er nimmt seine Potaro-Ringe, die noch mächtiger als seine Fusionen sind, und begibt sich zur Erde. Son Goku versucht mit Hilfe der Potaro-Ringe mit Son Gohan zu fusionieren, aber der wird von Bu absorbiert. Nun steckt Son Goku in der Klemme. Das kann man so sagen. In welchen Klemmen genau? Ich glaube, das erfahren wir in der nächsten Folge. Zurück bei... Ja, jetzt ist Vegeta da. Dankeschön. Danke, Spiel. Ich wollte es ja gerade ein bisschen spannend machen. Bis in der nächsten Folge. Zurück bei Dragon Ball Sparking Zero. Ciao zusammen.